Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen weiter Silent Hill Pfälzisch. Und ich habe ja gestern gesagt, ich überlege, ob ich den Baseballschläger da mitnehme oder nicht. Und zwar, ich erkläre euch mal kurz unser Problem. Wir haben eine Brechstange, also die gehen ja nur in einer gewissen Zeit kaputt, also nur gewisse Schläge. Die ist halt noch halb haltbar, ne? Die lassen wir auf jeden Fall. Brechstange ist super geil und finde ich auch besser wie Baseballschläger. Habe ich irgendwie so das Gefühl, dass er länger halt oder sowas, ne? Dann hätte man noch Vorschlaghammer. Haltbarkeit mittel, also A nur noch so mittelgut und komplett neue Axt. Die Axt behalten wir auf jeden Fall. Und ich habe jetzt vor, den Vorschlaghammer, das wäre dieser hier, loszuwerden. Ihn zu tauschen gegen Baseballschläger. Aus einem ganz einfachen Grund, Äxte und Vorschlaghammer ist super stark, ja, aber du kriegst so tierisch aufs Maul, weil sie so langsam sind und du kannst dich dabei nicht gescheit bewegen. Und wenn du in dem Verstandsdance bist, sag ich mal, oder wie man das nennt, kann ich zwar schlecht ablocken, aber dann geht die Haltbarkeit noch schneller runter. Also das wäre, mir langt die Axt fast grobe und da holen wir den Baseballschläger. Ich hätte halt lieber noch Brechstangen, aber man kann halt nicht alles haben. So, und dann guck mal noch mal, also ich schätze, dass jetzt ein Bosskampf kommt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich gehe stark davon aus. So viele Heil-Items, wie wir jetzt gekriegt haben und alles, ne? Also, wir haben erhöhte Ausdauer, verstärkt die Wirkung von Gesundheit, wiederherstellen Gegenstände und nochmal Moris und reduziert die Ladezeit von Fokus erheblich. Und jetzt ist die Frage, wo ich mal nicht sicher bin. Verstärkt die Wirkung von Gesundheit wiederherstellenden Gegenständen? Okay, verständlich. Und Omamoris, verstärkt es nur die Wirkung von Gesundheit wiederherstellenden Omamoris oder von alle Omamoris? Weil, ne, hier, das soll verstärkt werden und das soll verstärkt werden. Und ich bin mir halt nicht sicher und ich glaube, das verstärkt nur die Wirkung von Gesundheit wiederherstellende Omamoris. Wie zum Beispiel, das do zum Beispiel. Das do plus das andere wäre dann noch mehr. So, will ich schon aber nicht. Und das wäre, ich glaube, stellt Gesundheit nach dem Besiegen eines Gegners leicht wieder her. Da das ein Endgegnerkampf ist, also nicht Endgegner, Bosskampf ist es, glaube ich, ein bisschen sinnlos, ein bisschen, denke ich. Eule. Reduziert den Verbrauch an Verstand beim Fokussieren erheblich. Sorry. Ja, und das da? Also es reduziert die Ladezeit von Fokus. Das wäre eigentlich schon geil, ne? Wie gesagt, ja, wir haben so viel Mullbinde und alles, also ich glaube, ich nehme das, ne? So, also der kommt raus. Und der da kommt hin. Eule würde ich gerne hinmachen. Wir gucken mal, was man durch hat. Reduziert die Ladezeit von Fokus erheblich. Reduziert den Verbrauch an Verstand beim Fokussieren. Ladezeit. Achso, ja, der Falke habe ich auch schon drin, so rum. Gottesanbeterin stellt die Gesundheit nach jedem erfolgreichen Konter. Okay. Reduziert die Sichtweite des Feindes. Ist Bosskampf unnötig. Das perfekte Ausweichen ist einfacher durchzuführen. Reduziert den beim Ausweichen erlittenen Schaden. Erhöht die Betäubungskraft erheblich, wenn die Haltbarkeit der Waffe gering ist. Verursacht zusätzlichen Schaden bei Verwendung von Waffen mit hoher Haltbarkeit. Nur wirksam bei Waffen mit Haltbarkeit, ja, natürlich. Okay. Pferd. Reduziert den Ausdauerverbrauch beim Sprinten in Kämpfen. Das lassen wir einfach, der gesegnete Spiegel. Es ist also noch so zwar die Chance. Weiß nicht. Maximale Gesundheit, maximaler Verstand. Wir haben Ausdauer. Also Ausdauer auf jeden Fall. Was? Wir machen das, oder? Wir machen Eule, haben wir gesagt, gell? So, jetzt gucken wir uns nochmal an, was wir haben. Maximale Ausdauer. Dann hätte man hier reduziert den Verbrauch an Verstand beim Fokussieren. Und hier, dass man schneller Fokus kriegt, also der Balken, der sich auflädt, damit du so einen Superschlag machen kannst. So, das ist gut.
Achso, ja, will ich noch ein bisschen Ausrüstung checken. Wie sieht's dann zum Beispiel da aus? Das ist soweit gut. Da unten. Also das Ding da. Ramune stellt Verstand wieder her. Ich glaube, ich mach mal da unten. Große Menge maximaler. Also warte, was macht dann das komische Desto? Große Menge Gesundheit, Ausdauern, maximaler Verstand wieder her. Göttliches Wasser stellt maximaler Verstand vollständig wieder her. Und stellt. Achso, okay, Ramune nehmen wir schon mal gar nicht. Ich mach mal unten noch göttliches Wasser hin. Da unten. Genau. Und der Werkzeugsatz habe ich noch drin. Was ist das? Stellt Ausdauer vollständig wieder her und verbraucht für einen bestimmten Zeitraum keine Ausdauer. Den haben wir oben drin, den haben wir links drin. Mehr haben wir eigentlich gar nicht. Doch, der Ramune haben wir noch. Machen wir die Ramune, machen wir da nun, oder? So, jetzt haben wir alles ausgerüstet. So. Dann gehen wir mal hin, oder? Ja. Dann legen wir los. Freiheit. Hier. Why did it have to come to this? Ist das Vater, Mutter und... Wieso qualmt dann die Mutter? Hä? It's Inakochi's back! About time! We've been waiting for you! Oder ist das Schuh? Also sind das meine Freunde? Ich glaube, das waren meine Freunde, oder? Okay, das ist Vater und Mutter. Was ist denn jetzt hier los? Finally! We're about to get started here! What did you say? Okay, der ist mal wieder besoffen. Doing, Gata! You're the best! Was ist denn jetzt? Okay then. Ladies and gentlemen, prepare to witness a master with a blade! Yo! Can't disrespect me! Okay, in was hat er sich jetzt verwandelt? Die Mutter ist auch dabei. Okay, die Mutter ist auch dabei. Alter, ey, ich komme hier gar nicht weg. Role in society. Dad! Mom! Why? Ey, oh, ich gehe jetzt schon aufs Maul. Why are you doing this, Hinako?
Ey. Oh, Alter, ist das fies, hey. Hey, ich kann gar nichts machen. Ich kann wirklich null. Nix. Was war denn das? Ich komme rein und bin einfach sofort tot. Okay, das war nix. Ich renne aber direkt auf ne zu, ne? Der macht sein blöder Kackschrei, die Mutter kommt hier, ich renn direkt auf ne zu und die Mutter haut mich zu Klump. Guck. We don't have a choice. It's a woman's role in society. Enough of your insolence! Raising such a naughty child. You dare give me that look? Is that how you treat your mom? Enoch! You dare defy your parents like this? You ungrateful brat! How dare you take this attitude? Die Mutter, ey. Wow. Wo ist die Mutter? Ich will nicht. Na, das kann ich mir gleich vergessen. Ich will auf den Vater gehen. Mit der Mutter, da komme ich später. Sorry, ich sehe gerade nichts. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade bin. Enough of your insolence! Na, komm doch her an die Strauch. Ja, Mutter ist gut. For you, Hinako! Ich weiß schon, dass die Mutter auf mich geht, ne? Das gefällt grad. Doesn't make any sense! Komm mal her. Vater kommt bitte. Komm. Ich war so nur an der Wand. Ja, Mutter. Ah, der hat gesessen. Au, 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 au. Why are you doing this, Hinako? Das kannst du mal vergessen mit deinem blöden Ehrenchen, da kannst du mal schön wegbleiben. Enough of your insolence! Hallo Mutter. Und alles klar? Habe ich es getroffen oder nicht? Okay, die Axt ist einfach nur... Die ist super Axt. Weißt du? Was ist mit der Mutter?
jetzt. Ich sag einfach mal das Nebelvieh, ne? Normalerweise ist das Nebelvieh. Hat das jetzt. Also, das hat jetzt unsere Ältere getötet? Okay, ich bin wieder im dunklen Schein, das zumindest. Drink this. It will ease your pain. Wieso trinkt ihr das jetzt? Hat er Arschschmerzen? Ich wollte es vielleicht noch selber leer trinken. Your body is still acclimating, but you're doing well so far. Ja, noch ein Schluck. Ja, dann. The others. Have they given up on me? I feel like it's only a matter of time. I will not allow that to happen. Wer ist die andere? Schuh, ein Rinko oder was? Got Oder? some of your color back. It's beginning to take effect. Sag mal, hucke die jetzt so und gebe sich jetzt die Kante oder was? Ach, diesmal hat er selber zuerst getrunken. What is this? Ja. A filtered mixture of the rice and water offered to ancestral spirits. It contains a divine power. Die hucke und gebe sich einfach ordentlich die Kante. Can't stand now. Thank you Very very well. much. Be careful. Ah, yes. Please, take this. It serves as proof that you are mine. Mach weg. Now, I have one more thing to show you, if you'll follow me. Okay. Jetzt ist er wieder weg, oder? Ja. Okay, da sind wir wieder. Brosche. Die sehr alte und kostbare Brosche scheint eine beruhigende Kraft zu haben. Erstmal tun wir das so durchlesen und dann wir müssen retten. Ein sehr altes, aber wertvolles Schmuckstück, verziert mit einem zierlichen Fuchs. Mit der Brosche kannst du nun Türen und Kisten mit dem gleichen Motiv öffnen. Okay, das ist cool. Furchtbare Feinde. Das Monster, in das sich mein Vater verwandelt hat. Es verhält sich genauso wie damals, als er seiner Wut freien Lauf ließ. Der Fluch der Vaterschaft hat ihn nur als Mensch getarnt. Er muss die ganze Zeit so ausgesehen haben. Das Monster, zu dem meine Mutter geworden ist. Ich bin nicht mal sicher, ob sie begriffen hat, was mit ihr passiert ist. Ständig gedemütigt und missbraucht zu werden, ihr verdrehtes Ideal von Glück. Es ist unmöglich, dass sie jemals ein Mensch war. Okay. Also, wir haben in der letzten Folge mitgekriegt, dass mein Vater Schulden gemacht hat. Er hat irgendwie, mein Vater war Fischer oder sowas und hat davon geträumt, Fischrestaurant aufzumachen, war ein guter Koch und hat das dann auch gemacht, hat wohl, keine Ahnung, viel Geld oder irgendwie, er hat halt auf jeden Fall ein Fischrestaurant aufgemacht, das ist nicht so gut gelaufen.
aus irgendeinem Grund hat er dann Geld aufgenommen. Viel Geld, also Schulden gemacht. Was kommt doch nicht hoch? Schade. Er hat halt Schulden gemacht. Und wir haben einen Brief gefunden von ihm, der gesagt hat, oh, deine Schulden sind jetzt abbezahlt. Und sie hat halt selber gesagt, sie geht, also, oder war ich das? Also der Vater hat halt Schulden gehabt und deswegen hat er halt angefangen zu saufen. Weil er so viel Säue gehabt hat. Also er hat so viel Schulden gehabt und hat er gedacht, komm, ich gebe mal das wenige Geld, was ich hab, für Bier und Schnaps aus. Deswegen hat die ganze Familie keine Kohle gehabt, weil der Vater halt Schuldenbuckel ist und ein Haufen halt Alkoholiker noch ist. Und dann hat halt die Familie eine alte Klamotte rumrennen gemäß, Leitlerreverse, bla 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 bla. Und irgendwann waren die Schulden aber getilgt. Und dann habe ich gedacht so, okay, ist doch cool, also Schulde getilgt, alles gut. Ja, woher hat er dann Geld gekriegt? Er hat Hinako verkauft. Er hat sie höchstwahrscheinlich so, wie heißt das, abgesprochene Ehe oder sowas. Also hier, also normalerweise machst du ja nicht abgesprochene Ehe. Also ich weiß, dass es ich habe Manga Love Story gelesen. Lese ich immer noch, läuft immer noch. Und da ist eine Ehe, welche du gehst auf so Ding, do treffst du einen, do treffst, so verkuppelt die Ehe, sowas, ne? Aber hier war es ja sogar so, nee, die ist gegen ihr Wille, also quasi vom Vater, und die Mutter hat ja eh nichts zu sagen gehabt, ne? Ist sie verkauft vor. So, jetzt freue ich mich natürlich an Wenne. Irgendein Typ oder an den Fuchsgott. Also der grauhaarige Do, ne? Der Fuchsgott, nenne ich ihn halt immer, der Fuchsfutzi. Ne, wir haben ja schön die Brosch vom Krieg als Beweis, dass Hinako ihm gehört. Also, ist das ihr Mann? Haben diese an den Fuchsgott verkauft? Oder ist es halt zu esoterisch sowas? Ist es halt einfach so, dass man an irgendjemand verkauft und sie bietet sich das hier halt so zurecht. So, das zu dem. Jetzt haben wir weil gegen den Vater gekämpft. Und wir haben den Vater platt gemacht. Und die Mutter hat dann einfach aufgehört zu kämpfen, oder was? Ist das... Hätte man zuerst die... Also, ja, okay, ne? Es ist klar. Die Frau hat nichts zu sagen gehabt. Die Frau, das größte Glück für die Frau war ja da hier die Ehe und im Mann alles der Arschnot zu dran, sozusagen. Weißt du? Und da geht ja Frau voll auf. Scheinbar, ne? Also, sobald er halt besiegt war, hat sie nicht mehr gekämpft, weil wahrscheinlich hat sie keiner mehr gehabt, wo jetzt sagt, so, kämpf oder so. Also, geh deine Tochter. So. Aber sie sind nur später wieder zu Menschen geworden. Was hat das zu bedeuten gehabt? Dass sie später dann umgebrungen worden sind? Oder hat der ganze Kampf, war das einfach nur das Auflehnen von Hinako gegen ihr Ältere? Also, dass sie gesagt hat, nee, ich will nicht verheiratet werden, ich mach nicht mit bei einem Scheiß. Und dann ist der Vater ausgeflippt, also war das so Rückblende und es ist jetzt dann halt nur jetzt übersteigert dargestellt worden. Und wer waren die drei Leichen? Oder die drei, die da gehungen haben? War das Shu und Rinko und Hikakomori? Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Ich kann mir den Namen nicht mehr. Rinko kriege ich gerade noch so hin, weil sie sich anhört wie Ringo. Ringo ist japanisch und heißt Abel. So. Also daher kann ich mir das merken. So. Also ich bin verwirrt. So. Auf alle Fälle Suwoschke Frikadelle. Gibt's da irgendwie was? Also Waffe brauche ich hier ja jetzt nicht mehr, aber ich will mich trotzdem umgucken, ne? So, also so weit, so gut. Übrigens fand ich sehr lustig, ne? Dass ich halt versuche, mit der blöde Axt zuzuhauen, ne? Und ich komm halt nicht dran, weil ich hab halt versucht aufzuladen, ne? Aber sobald du aufladest, kann ich dich nicht mehr bewegen. Du musst auf der Stelle stehen bleiben und ich hab halt so aufs Maul gekriegt. Und gerade in dem Moment, wo ich sah, die Axt ist voll, in dem Moment ist er abgenippelt. Timing ist alles, sag ich hier leid. Okay. Jetzt erstmal hier auf den dunklen Schrein konzentrieren. Was ist denn gerade mein Ding? Es geht zum nächsten Zimmer. Das kriegen wir noch hin. Gibt's da? Also, das sind lauter Fix. Fix? Fix ist pelzig und heißt Füchse, ist der Plural von Fuchs. Ein Fuchs, mehrere Fix. So.
Nee, ist wirklich so. Also ich tue euch jetzt nicht nur irgendwie verarschen oder so, es ist halt einfach wirklich so. So. Das war jetzt irgendwie sehr, sehr seltsam. Wieso redst dann daneben so laut? Keine Ahnung. Dann laber ich einfach drüber. Das sind schon ziemlich viel. Die hucken da aber auch wie so auf Tribüne, weißt du so? Wie waren sie irgendwie zugucken? Also tun sie mir zugucken, sagen sie, bin ich hier die neue Chefin. Irgendwie. So. Kann ich da irgendwie, gibt's da was zu gucken? Also da konnte ich in letzten Mal schön, guck, hier lassen wir Fußspuren, schön der Zen-Garten kaputt gemacht. Ah. Oh, okay, die Tür ist zu. Jetzt habe ich natürlich da ist Zen gestört. Jetzt tun wir da auch den Zen stören. So. Okay. Man braucht Priorität im Leben. So. So, ich will so schreien. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal da her. Gibt es da vielleicht irgendwas? Items-mäßig? Alter, wie sieht es eigentlich mit meinen Items aus? Ich muss mal gucken. Ah ja, stimmt, ich könnte ja noch gleich die Omamori wechseln. Ich hätte gern wieder die mehr Lebensenergie. Ladezeit von Fokus, Verbrauch an Verstand. Ich glaube, das hat uns der Arsch gerettet. Ne? Ich habe ja, meine Idee war ja, dass ich halt da hingehe, die ganze Zeit Fokus benutze und dann ordentlich einen hinhau. Hat halt nicht so gut geklappt, weil die Mutter dauernd Messerchen geworfen hat. So. Ich will hier wieder mehr Leben haben. Da. Achso, ja, und Gegenstände selbst wollte ich noch gucken. Ich habe noch 3 Erste-Hilfe-Käste. 16 rote Kapsel. Wieso stacke dann die Erste-Hilfe-Käste nicht? Überhaupt kein Mullbinde mehr. Und immerhin noch ein Werkzeugsatz. Immerhin. So. Also hier, nee, ja, noch unbekanntes Gebiet. Gibt keine Karte mehr. Brauch schon nicht. Gibt einfach nichts da, ne? Okay, dann speichere ich halt. So. So, halt gehen wir wieder nur unten beim Speichern. So. Okay. Dann gehen wir halt da hin. An der Zinke auf her zu jucken. Okay. Untersuche das Gebiet. Okay. Ey. Speichere mal. Habe ich kein Problem damit, zweimal direkt noch zu speichern. Bin ja. Okay, also ja, ich sehe schon, dass so an der Wand ordentlich was zu gucken gibt. Da gibt's aber einen Tisch, ne? Also nicht Tisch. Tisch gibt's da nicht. Da gibt's einen Tisch. So, gucken wir da zum Beispiel. Der schwarze Vogel möchte den weißen Vogel mitnehmen. Der weiße Vogel möchte Widerstand leisten. Der Fuchs bringt seine Anhänger triumphierend mit. Er bemerkt die beiden Vögel im Konflikt nicht. Ich habe so das Gefühl, ja, dass das jetzt unter Rätsel steht. Okay. Was ist das da oben rechts? Okay, vielleicht sollte ich mal doch mal das Bild da gucken. Ah ja. What a lively looking painting. Okay. Also. Achso, ich muss da irgendwo was machen. Oder es ist aber jung, oder habe ich aber was zu tun, hey. Da muss ich ein paar Dinger sammeln. Was ist das? Beweise deine Absicht mit den 3 Wappen. Zeig, was tief in deinem Herzen ist. Lass dich von der Linie der Füchse leiten. Offeriere die Wappen und offenbare deine Seele. Linie der Füchse. Ah, das geht ja nuff. Ich habe natürlich links angefangen, ne? So, okay. Ja. Ich habe keine Wappe verdonin, also fangen wir einfach mal links an. Ich hoffe jetzt nicht, dass du ordentlich gehst, ne? Sinn. Incredible. All of them. Noch eine Erste-Hilfe-Kaste. Junge, ich baller mir hier, guck dir doch mal mein Gegenstand an hier. Ich hab 1, 2, 3, 4 Slots belegt nur mit Erste-Hilfe-Kaste. Okay. Ich will nicht meckern, ne? Ist er wie nix? Gibt's wieder was zu lesen? Nee. Ist da was? Oh, leid irgendwas.
Protokoll des Hausarztes, 13. Februar, Morgengrauen. Herr Hidetoshi und seine Frau sind einer nach dem anderen gestorben. Zum Zeitpunkt ihres Todes war die Haut am ganzen Körper mit Wunden bedeckt und hatte begonnen, sich abzulösen. Der Geruch war unbeschreiblich widerlich. Ich konnte es nicht ertragen, genauer hinzusehen. Das Oberhaupt des Hauses hatte keine Erlaubnis erteilt, Autopsien an den Leichen durchzuführen. Es wird keine Beerdigung geben und sie werden sofort zur Einäscherung geschickt. Tag später, 14. Februar, Mitternacht. Der älteste Sohn ist verstorben. Auch hier wird es keine Beerdigung geben und der Leichnam wird zur Einäscherung geschickt. Auch bei der ältesten und der zweitgeborenen Tochter zeigen sich Symptome, die sich stündlich verschlimmern. Ich gehe davon aus, dass ihr Zustand spätestens morgen kritisch sein wird. So. Was ist das? Ein bogenschießender Samurai. So. Viel mehr hat's da jetzt, habe ich jetzt hier Karten, ne. Okay, Moment, da ist ein Kreis. Kreis heißt okay. X heißt falsch. Das weiß ich noch. Das weiß ich auf dem PlayStation-Controller. Kreis die Bestätigungstasche und X ist zurückgehen. Zumindest bei den japanischen Spielen. Und woher weiß ich das? Ja, weil ich früher sehr viel Dance Dance Revolution gespielt habe. So, was ist das da? Das ist Pfeil, Spitze, Hub. Verzierte Schriftrolle. Reinige dich ein für alle Mal. Lass den Schmutz deiner Welt hinter dir. I will cleanse it all. The filth of this world. Was ist denn du? Weil der da hinguckt? Achso, dir, ja, super. Ich guck mich noch ein bisschen um. Ich da auch durchgehen will. Ah. Kann ich da überall was Dingsbumse? Ne, der hat nix, ne? Okay, aber der Neighbor hat noch was. Lass mich mal. Guck mal, der hat so kleine Kitty. Die haben alle Kitties bei sich. Der da hinten auch, ja. Okay, der da hat noch irgendwie was. Oh. Oh, göttliches Wasser. Okay. Ja, da bin ich schon hergekommen, ne? Warte mal, habe ich da schon geguckt? Also, ja, da hat Brief gelegt. Okay, dann gehen wir halt daneben, ne? Bleibt uns so nicht viel anderes übrig. Ja, schon wieder, ha? Ja, ja, ich weiß. Du bist die Nächste. Wow, wie viel sind da hin? Ich muss da lieber. Sorry, ich muss da lieber. Okay. Es wird Zeit für Dingensbummens. Okay, ich bin Haus. So, der Ende ist wieder da. Das macht nichts. Seelensog. So, dann kriegen wir auch. Ich habe halt keine Zeit gehabt, wenn jetzt zu womschen. Der ist schon wieder weg. Ah, okay. So. Der die Schienenschlaf. Das war fies. Mich da hinzulocken, ne? Ja, ich bin nur direkt hingerannt. Ich bin ja ein Trottel, muss man ja sagen. Oh, guck mal, da kann ich durch die Wand gucken. Aber erstmal gucke ich mich hier um, bevor ich durch die Wand gucke. Bin du direkt. Wo bin ich denn her?
Da hinten bin ich her, oder? Oder? Ich glaube schon, dass ich da hinterher bin. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher, ne? Gibt's eine Karte? Nee, oh, das kann er doch nicht machen. Das ist so wie in Silent Hill Ends im komischen Krankenhaus. Nee, ich gehe jetzt erstmal nirgends hin. Ich gehe erstmal in die offene Zimmer. Eine Aufschriftrolle. Das ist bestimmt was Rumpliges. Aburage, ja. Wie sieht's eigentlich aus hier? Gut. So. Schriftrolle, Haufe Schriftrolle. Das ist so leider Nudel. Das ist schon wieder ein Kreis. Muss ich mir. Also das ist nicht unbedingt ein Kreis, das kann da ein Fuchs sein. Das ist ein Firefox. Der Hinner hat gerade, also, da komme ich aber nicht durch, ne? Kreis, Fuchs, Schlangen, Fuchs, okay. Boah, ich hoffe jetzt nicht, dass ich mir da irgendwie was merken muss. Also so irgendwie, ne? Was merken muss halt. Also ich guck mal natürlich alles schön genau an. Ich weiß, scheiß drauf, wir gehen jetzt halt hin. Ich mache alles vorne noch hin. Ja, sich ist nur Zimmer. Gut umgucke. Das ist auf jede. Aber weil habe ich gemeint, da ist schon wieder Erste-Hilfe-Kaste. Omamori, Jagdhund. Stellt nach dem Besiegen von Feinden den maximalen Verstand leicht wieder her. Das machen wir jetzt halt nicht, ihr Leid. Pass auf. Das machen wir jetzt halt nicht. Maximale Ausdauer, maximale Gesundheit. Dann machen wir doch nicht. Wo war er dann? Der Jagdhund. Weil wenn da jetzt so kleinere Feinde sind, und dann kriegen wir immer wieder ein bisschen Ausdauer. Verstand zurück, wenn nicht Ausdauer. So, sonst war doch nix, ne? Okay. So, ohne Karte bin ich halt ziemlich aufgeschmissen, ne? Das ist halt einfach so. Und aufpasse. Das sieht hier eigentlich aus, wie wenn da Gegner irgendwo wäre. Na, was klar bei dir? Wie komme ich denn da neben? Ja. Guck, der Fuchs ums Eck. Oh. Hier am Rigge aufgenommen. Mit meinen Bäckchen aufgenommen. So. Sieht schon krass aus, oder? Das erinnert mich irgendwie, also sowas hier an so Geisterbahnen, welche so, keine Ahnung, im Holiday Park oder sowas, wenn es dann so ein Geisterhaus gibt, wo du dann in so einer Kinderschieß oder sowas huckst und wirst dann so automatisch rumgefahren und bewegen sich so ein paar Figuren so. So sieht das aus. Riecht da meistens dann so stabig. So. Hast du das jetzt oder was hier? Es kann doch nicht alles gewesen sein, oder? War scheinbar alles. Du hast ein Ding ins Gelei. Voll die krass ausgestattete Zimmerwäsche. Und dann gibt's nichts zu gucken, zu holen. So. Hier war man noch nett. Kann ich da vielleicht das Ding? Nein, da ist gar nichts hin. Du hast was. Nee, sieht auch nur so aus. Es sieht nur so aus. Muss doch. Was hängt denn da von der Decke? Ah ja. Ja. Das ist Mobischerei, hä? Ah, schlecht. So. Moment, ich gehe mal zurück auf den Flur. Bin ich jetzt wieder auf dem Flur? Ja. Also das ist der Flur, ne? So.
So war ich. Das war das Geisterbahnzimmer. Okay, alles klar. Das war das Zimmer, wo die Gegner waren. Da kann ich durch die Wand gehen. Da warten wir aber noch ein bisschen. Ich guck mal erstmal hier. Was gibt's da? Schwarzer Spatzwappen. Ein Wappen, in das etwas eingeschnitzt wurde, das wie ein schwarzer Spatz aussieht. Lass dich leiten und finde die Wappen. Wie? Lass mich leiten. Und was soll ich mich leiten lassen? Lass dich von der Linie der Füchse leiten. Von der Linie der Füchse, schwarz, blau, blau, braun, blau, keine Ahnung. Also, weil du halt explizit steht, lass dich leiten. Ich mich ins Wasser stelle und warte, bis ein Blitz kommt, oder was? Okay. Ist das so ein Lampenschirm? Tatsächlich. Ah. Notiz des Hausmädchens. Kurz nachdem ich ihr Hausmädchen geworden war, war die Rede von einer arrangierten Heirat des jungen Erben mit einer Adligen. Dies führte dazu, dass der Erbe kurzerhand alle seine skandalösen Beziehungen mit Frauen beendete, darunter auch die mit einem jungen Hausmädchen namens Sachi. Sachi stammt aus einer armen Bauernfamilie, doch ihre Schönheit strahlte heller als die Sonne. Etwas, das dem jungen Erben auffiel. Als seine Heirat arrangiert wurde, wuchs bereits ein Leben in ihr heran und die beiden hatten geschworen, wegzulaufen und gemeinsam ein neues Leben zu beginnen. Und doch hat der junge Erbe sie grausam und mutwillig verstoßen. Wahrscheinlich wollte er einfach nicht, dass seine zukünftige Ehe ruiniert wird. Also warfen die Tsunekis Sachi hinaus und fuhren mit ihr an einen weit entfernten Ort, wo sie ihre Existenz vergessen konnten, trotz des Teils ihrer Familie, den sie in sich trug. Die werfen sie raus und dann fahren sie mit Ravanna hier. Okay, die Leute sagen, dass sie so sehr mit den Tränen kämpfte, dass Blut aus ihren Augen zu rinnen begann. Okay. Ich habe gerade gar keine Ahnung, was mir das sagen will. Nein, das ist ein... Also, ja, okay. Bleibt nur noch das eine Zimmerle da und da ist wieder die Blutspur. So, jetzt pass auf. So. Okay, da könnte ich jetzt halt rausgehen. Gibt es hier zufällig jetzt eine Karte? Nö. Okay. Da war ich gerade, ja. Okay. So viel bleibt mir ja nicht übrig, ne? Okay. Ich hab doch aber nur eine Wappe. Ich gehe. Oh, guck mal. Das ist vorhin schon gelernt. Verzierte Schriftrolle. Brich ab ein für alle Mal. Familienbande müssen gekappt werden. Sever the ties. My family is here. So, okay. Ich weiß nicht, dass die Mutter da ist. So. Mal was zum indisch reinlegen. Ja, das Yukan. Gesundheit, ja, das ist jetzt nicht so wichtig. Higashi. Ausdauer. Ah, guck mal, da schrumpeliges Aburage. Die legen wir jetzt halt erst einmal hin, ne? So, jetzt haben wir noch 4 Slots frei. Hoppala. Sorry. Gibt's da noch mehr jetzt? Also war das aber A schon... Der schwarze Vogel möchte den weißen Vogel mitnehmen. Der weiße Vogel möchte Widerstand leisten. Ich habe schwarzer Vogel. Der Fuchs bringt seine Anhänger triumphierend mit. Er bemerkt die beiden Vögel im Konflikt nicht. Ist da vielleicht was? Nein. Ist da ohne wieder hinaus? Ja. Und da kann ich auch wieder hinaus? Nee. Das ist immer interessant. Kann ich da hinaus?
So bin ich. Also. Okay, jetzt muss man mal das Bild angucken. Schwarze Vogel nimmt der weiße Vogel mit. Gibt es so schwarze und weiße Vögel? Gibt es überhaupt keine Vögel? Gibt es vielleicht schwarze Klamotte? Grau. Weiße Klamotte? Nee. Okay, pass auf, wacht. Also, da vorne, guck mal, da ist so ein kleiner Napoleon, das sind so kleine Büchse halt, die Larve da halt. Oh, der da oben hat, der rote da, der hat zwei Schwerter. Also jeder hatte Laternen. Ne, der da hatte Fächer. 2 Schwerter. Was ist mit dem da unten? Ist das... Hat er einfach nur einen Haufen Klamotte? Huch, was ist denn das da? Also was ist das da hinten? Er hat Laternen. Also die da... Die 1, 2, 3, 4, die tragen des Dingens da, ne? Ich erkläre jetzt einfach, was ich sehe. Und der da draht nicht. Der hat eine andere Klamotte an. Also guck mal, alle mit dem Kreis und so einem Punkt drauf. Und das da ist ein Träger, ne? Das sind so niedere, sag ich mal. Die da haben schönere Klamotte. Dann sind das da wieder Träger. Der huckt da und chillt oder was? Was ist das da oben? Leert der seine Laterne aus? Ne, guck mal, der klaut. Was soll man? Guck mal, der Ende da, der da, mit dem X auf dem Buckel. Also die Laternen sind so an einem Steckchen, ne? Und der andere da, der klaut dem die Laternen. Okay. Und der da haut ab, hat er keinen Bock mehr oder was? Der haut ab und der guckt Michel über. Ah. Okay, pass auf. Schwarze Vogel möchte den weißen Vogel mitnehmen. Weiße Vogel möchte Widerstand leisten. Ich glaube, das war der End, wollte man die Laternen klauen. Und in der Laterne ist ein Dingens. Schwarze Vogel möchte den weißen Vogel mitnehmen. Fuchs, okay, weiße Vogel möchte Widerstand leisten. Ja. Fuchs bringt seine Anhänger triumphierend mit. Er bemerkt die beiden Vögel im Konflikt nicht. Ich habe da so eine Ahnung, und zwar aber so macht. Also, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken. Also, der da, ich glaube, dass da der schwarze Vogel hinkommt. Der schwarze Vogel möchte der weiße Vogel mitnehmen. Dann wird. Wo kommt jetzt dann der schwarze und wo der weiße rein? Also, eigentlich ist das der weiße Vogel. Und der Schwarze will was mitnehmen vom. Also mache ich jetzt da der schwarze Vogel hin. So. Mehr Wappen. Ja, ist mir schon klar. Ich würde dann da das weiße Wappen hinmachen, weil das da, also die Person oder der Fuchs, ist der weiße Vogel und der Schwarze will nicht mitnehmen. Oder in dem Fall was mitnehmen von ihm. So, und jetzt pass auf. Irgendwie der Fuchs geht mit seinem Gefolge voran oder sowas. Der Fuchs bringt seine Anhänger triumphierend mit. Er bemerkt die beiden Vögel im Konflikt nicht. Guck mal, die sind ganz da hinne, die Fächel, ne? Und der bringt sein Gefolge mit. Der da gehört nicht zu denen. Also, ne? Das sind die Träger. Der da scheint was Höheres zu sein. Also würde ich sagen, der da oder der da vielleicht, da oben. Wobei, der hat keine Waffe. Ich glaube, dass der da der Leibwächter ist. Deswegen hat er Waffe oder so, weil der da hat keine Waffe. Das hat fast, eigentlich hat gar keiner Waffe. Es gibt nur einer, der Waffe hat. Sehe ich das richtig? Ja, die haben alle nur Laternen und einer hat Waffe. Ich glaube, dass der da einfach nur der Aufpasser ist. Und der da geht voraus. Ich glaube, dass das da der Fuchs ist. Aber soweit sind wir noch nicht. So, ich weiß jetzt aber nicht, wo wir hingehen müssen. Soll ich schon mal noch links gehen? Ich will gucken, ob man unten rausgehen kann. Also, ja, kann schon. The banquet. Has it come to a close? Was für ein Bankett? Also, so hat es doch vorhin aber nicht ausgesehen, oder? Oder? Ich bin komplett irre. Hahaha. Garantiert nicht, sonst hätte ich nämlich sowas da gefunden. Da kann ich wieder rausgehen. Was ist das da?
2, 4, 5-schwänziger Fuchs. Fresst ein paar Menschen oder so, keine Ahnung. Oh, lad wieder Zettel. Komm her. Notiz des Hausmädchens. Die Tsunekis sind die bekannteste Familie in dieser Gegend und für ihren Reichtum bekannt. Ah, jetzt wird endlich mal erklärt, die Tsunekis waren die das Hausmädchen Sachi gehabt haben. Und der wiederum, also das Hausmädchen, hat wiederum mit dem Erbe von den Tsunekis Techtelmechtel gehabt und sie ist schwanger geworden. Dann haben sie rausgeschmissen. Das haben wir ja gerade eben gelesen. Das ist wohl der erste Brief, ne? Also ich habe die Reihenfolge ist falsch. Seit Generationen besitzt jedes Familienoberhaupt Geschäftstalente, Scharfsinn, den sie in Zeiten sozialer Unruhe nutzten, um ein großes Vermögen anzuhäufen. Da jedoch viele von ihnen während ihres Reichtums leiden mussten, zogen ihre Taten oft neidische Blicke auf sich. Als ich zum ersten Mal in den Dienst der Tsunekis trat, erzählte mir meine Großmutter von einigen der vielen Gerüchte, die in der Familie kursieren. Jedes Mal, wenn die Welt zusammenbricht, wird die Schatzkammer der Tsunekis nur größer. Die Tsunekis warten freudig darauf, dass das Unglück zuschlägt, damit sie sich die Taschen füllen können. Okay. Ja. Ist halt nicht anders da. So, da ist also noch ein Tier, wo ich hingehe kann. Ah, der Leiter. Oh, Mullbind. Super. Noch mehr Verstoppung von meinem Dingens. So. Wo gehe ich jetzt aber hin? Hey, du da. Links oder rechts? Ich gehe immer links. Das ist eine dumme Frage, ne? Also, pass auf. Offener Fuchs. S-Fuchs. Da ist ein O-Fuchs. Das ist ein Firefox. Weil er, ne? Das sind 2 Füchse. Und ich will in die 2 Tieren gehen. Nee, ich bin. Ach, keine Ahnung, ich gehe einfach nicht. Zumindest war ich hier noch nicht. Komische Käfige. Ist das hier der Knaschtfunde oder was? Das sind da so Kuchle, wo du ans Bein machst? Sag mal her. Ist aber keiner drin, oder? Wenn ich da in Haus gehe, ja. Was ist das so? Das sieht aus wie Blechfarbe-Wolfzei. Also für die Kekse, wo du backen kannst. Kennt ihr die? Komm, im Schrank muss doch irgendwas sein. Ah, nicht. Zeigt die mir irgendwas? Ja, die zeigt mir, dass sie gleich kommt und mich verhackstickelt, wenn ich nicht aufpasse. Bin ich mir ziemlich sicher sogar. Was war das? Aber wenn ich das ist warm dahin. Ah, was? Wo? Ah, da hinten. I'm warning you. Don't try to stop me. Das kann schon gleich Knippe melden. Okay. Hey, wann ich schon die Kräfte hab, dann will ich sie nutzen. Da hinten allein noch ein paar, die noch nicht aufgestanden sind. Boah, geil. Und ich habe jetzt durch die Gegner wieder mehr Dingens gekriegt. Verstand. Wo leid Annie drin? So, ah. Es ist ein Galge, aber warum ist das gezackte Dingens so unten?
Ich weiß nicht, ist das gut oder schlecht, dass ich mich nicht mit der japanischen Foltermethode auskenne? Aber es gibt hier nirgends was. Sehe ich was? So vielleicht? Nein. Außer dass da any Light. Ja, okay. Gehen wir da durch, oder? Aber ich weiß nicht, was sie. Also da hinten, also da sind wir ja hergekommen, ne? Was sie. Ach guck mal, die End, wo du gelehrt ist, auch nicht mehr da. Aber die dort drin ist noch da. Hätte ja keinen Sinn, dass irgendwo Karte jetzt ist. Ah, warte mal, die Wand gucken, ne? Ja. Nee, das Bimmler, weil das war ich. Ich hab gemeint, dass da irgendwo... War ich da schon? Ja. Dass da irgendwo Wand ist, wo ich wieder wegbruddeln kann. Also ja, ich komme hier noch zurück, so ist es ja nicht, ne? So ist es ja nicht. This isn't the right way, is it? Ich bin wieder in der Hall. Okay. Ich mir jetzt merke, wie man laufen muss. Also ich bin eine Weile ohne raus, gell? Okay, das geht auch nicht mehr. Ja, das bleibt dann nicht mehr viel übrig, ne? Rechts. Geht nur noch die auf. Okay. Da leid was. Das hat vorhin nicht gelernt. Brief einer strengen Mutter. Guten Morgen, mein schöner Junge. Dein richtiger Nachname ist Tsuneki. Aha. Es heißt, dass die Nachkommen... Die strenge Mutter ist Sachi oder wie die hieß? War das das Hausmädchen, was schwanger war, wo sie weggeschickt haben? Dein richtiger Nachname ist Tsuneki. Es heißt, dass die Nachkommen der Tsuneki-Linie dazu bestimmt sind, Glück zu bringen, wenn die Welt in Unordnung ist. Tatsächlich hat dein Vater auf diese Weise die Nachfolge der Tsuneki-Linie angetreten. Und du, der du das edle Blut deines Vaters geerbt hast, wirst mit Sicherheit der Nächste in der Erbfolge sein. Ich glaube nicht. Um deinen Namen zu kreieren, habe ich einen Buchstaben aus dem Namen deines Vaters und einen Buchstaben aus meinem genommen. Auf diese Weise weiß jeder aus der Familie Tsuneki, der deinen Namen hört, sofort, dass du unser Kind bist. Danke. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Irgendwelche Yokai halt. Okay. Ich hoffe jetzt nicht, dass es so, ja, das sind japanische Schriftzeichen, der Kreis und so, aber da ist noch was, hat ja noch was in der Bruststecke oder so. Ey, so langsam, wird's hier eng. Was ist das denn? Warte mal, vielleicht die Kinder zählen? Er hat 3 Kinder. Und Dido hat 1, 2. 3. Dido, der do, weiß nicht. 1, 2. Der hat nur 2.
Und der hat nur Ens. Ens. 2. Aber es sind schon 3, oder? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Die Fuchsschwänze sehen komisch aus, ne? Ich hab keine Ahnung, ich geht's doch hier. Hey, ich sollte vielleicht mir merken. Bin ich jetzt schon wieder. Okay, ich kann erst gehen, wann die Dinger verschwunden sind. Ey, es bullert links, es bullert rechts. Was ist denn los? Ist das Taiko-Monster, wo wir schon mal gesehen haben? Es bullert links, es bullert rechts. Also es ist nicht so, dass du sagen kannst... Es ist ein Monster, also entweder sind es... Oh, es hat aufgehört. Irgendwas macht du als Geräusche, Mann. Ja, ist gut, das verstanden. Ey. Ja. Get out. Achso, war schon. Okay. Muss man mal ein bisschen Platz machen hier. Halt fies, dass die immer zu zweit kommen. Also, oder halt zu mehrere, sagen wir es mal so. Nicht einfach nur einer oder so. Jetzt bin ich immer im Kreis. Also, achso, sind wir schon fertig? Kann ich jetzt rausgehen? Ja. Okay, das sind einfach... Aber was sagt mir das? Was sagt mir das, ihr Leid? Ich geh jetzt da mal runter. Irgendwo, ich will gerne wieder... Fuck. Ich wollte gerade sagen, ich würde gerne wieder speichern. Hier vielleicht? Ja. Das ist doch der Taiko, Mann. Echt jetzt? Ihr Flutscher. Ich hab keinen Bock, dass der da nochmal auftaucht. Lass mich beruhigen, Mann. Ich will dir eine dicke da wegmachen. Okay, dann will ich die da wegmachen. Oh komm, fokussier dich halt dort drauf.
Jetzt lädt dich hin und lass dich insaugen. Du, Ludwig, du. Da hinten dran sind noch. Aber bevor wir da das Dädel aufmachen, ich mich jetzt erst mal um. Okay, da ist zumindest irgendwas. Sie ist mit einem Talisman versiegelt. Ja, das ist schäferdicht. Ich habe doch aber die Brosche. Ist die nicht gut? Sehr viel Trummle. Den hätte ich halt eher in dem anderen Raum, wo es halt so gedrummelt hat, erwartet. Der Trummelmann. Stehst du? Ja, ich weiß, dass da Wand ist. Ich hab's schon gesehen. Das war da, wo ich reingekommen bin, ja? Ja. Will ich aber mal irgendwas Hand zum Aufheben oder so? Was ist das so? Ah, da. Verband, okay. Ja, immerhin. Das ist hier so, ein Lampeherstellungsort oder was? So, ist Schokolade? Ne, ist antiker Kamm. Das ist alles? Ja, aber, also, normalerweise schmeißt sich Silent Hill halt in so Orte rein und du verstehst dann halt, was es dir sagen will. Im Moment verstehe ich halt gar nichts. Ich habe keine Ahnung. Also. Gehen die schon auf? Nee. Ich habe keine Ahnung, was das da ist. Kriege ich das jetzt halt auf? Ja, jetzt kriege ich es auf. Okay. Aha. Weißer Spatzwappen. Ein Wappen, in das etwas eingeschnitzt wurde, das wie ein weißer Spatz aussieht. So. Unschuldig und ängstlich. Jetzt kann ich aber doch rausgehen, richtig? So, jetzt kann ich ja wieder speichern. Das machen wir jetzt halt zuerst. So. Gesundheit, maximaler Verstand. Wie sieht's denn aus? Wie viel, ich habe gar nicht geguckt, wie viele Items haben wir da noch? 10 von 12, holla, holla. Ja, noch erste Hilfekaste, ja, da haben wir, hoppala, haben wir uns so erfolgreich die erste Hilfekäste vom Hals geschafft. Arsch rein. Ah ja, guck mal, der antike Kamm, den kann ich auf jeden Fall loswerden. Den brauche ich nicht. Der brauche ich nicht, ich habe kein Haar mehr. So. Dann hätte man noch 2 Verband, Werkzeugsatz. Ja, komm, weg damit. So, jetzt mal opala, wieder ein bisschen Platz. Hallo? Achso. So, also, nach meiner Logik ist das so der weiße Spatz, ja? So, einer fehlt jetzt noch. Aber wo? Kann ich jetzt wieder da unten rausgehen? Ja. So bitte. Und da kann ich schon wieder da über. Nett. Ja, aber woher weiß ich, was für ein Tier ich rausgehen soll? Also irgendwann hat sie ja gesagt, das ist nicht der richtige Weg. Weiß ich halt scheinbar einfach nicht. Ist in Ordnung. Kann ich mal Mäue drüber den Kopf zerbrechen. So rum. Okay, Mäue machen wir weiter. Danke, tschüss. Ciao mit V, tschüss mit Ü. Servus mit Airbus.